Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag Caroline. Und Dag Lev Lükscher unterwegs oder zu Hus oder wo ihr sitzt. Hück machen wir jetzt ganz Finges. Was machen wir dann? Hück sprechen wir über den Dom. Was auch sonst in einem Kölsche Podcast. Ja, und als erstes natürlich stellen wir den Dom für. Wie heißt der Dom? Ja, wie soll der heißen? Das ist unser Dom. Sagen die Kölsche. Ne, er hätte einen richtigen Namen. Caroline, wie heißen wir uns? Sind wir dann hier in der Schule, der Dom echt St. Peter und Marie oder St. Peter und Maria. Ja, oder St. Petrus und Maria. Oh, was sind wir für nehmen. Und der hätte auch, ja, postalisch, wenn du an der Dom schriebst, was hätte er für eine Adresse? Domkloster 4. Habe ich jetzt Domkloster 4? bestanden, Hermann. Was war das? Habe ich jetzt bestanden? Wir haben noch ja nicht verklärt, der heißt St. Peter wie in Rom, damit wir damit schön verbunden sind. Und nicht Maria ist Luther Jod, ne? Ja, und warum heißt der ausgerechnet, wie gut der an die Nummer 4? Ich meine, das wären die Franzose oder die Preuße, ich weiß nicht. Der hat doch halt irgend so eine Nummer gehabt mit 2000 irgend, aber das stimmt nicht mehr. Und jetzt haben sie die Nummer so ja dran gemacht und ein bisschen Minor Bove getan. Die hatten sie früher so, dass du die auch hättest lesen können. Aber dann haben sie die so oft gestohlen und jetzt kann man sie nicht mehr stellen, man kann sie einfach kaufen in dem kleinen Geschäft neben dem Dom. Da kannst ja. du eine Hausnummer vom Dom kaufen. Sicher an. Ne, das mache ich nicht an der Tür. Ne, er kriegt die ganze Post, bist du hier, kriegt die Post vom Dom. Ne, lassen wir das hin. Aber wieder auf den Dom zurückzukommen. Warum sprechen wir heute eigentlich vom Dom? Was war das noch? Also ich weiß ja, dass du alt bist, aber dass du so vergesslich bist, das hätte ich nicht gedacht. Na gut, ich bin zu faul, jetzt alles zu sagen. Gut, dann sage ich jetzt selber. Für 750 Jahre, das war also 1271, ist der Dombaumeister Gerard unter mysteriösen Umständen gestorben. Und dort wird der ganze Verzehr unter jedem Dom sagt drumherum. Und davon wollen wir heute erzählen. Ja, und vom Dom, wieso sie der überhaupt gebaut haben, das hätten wir ja in der Schule gelehrt. Das ist ganz einfach mit der Zahl. 1, 2, 4, 8. Immer Doppelte kann man sich merken. Das ist die einzige Zahl, die die meisten Kölsche Pens behalten haben aus der Geschichte, ne? Dass sie da angefangen haben. Und da kann man behalten, aber was vorher war und danach, das wissen sie meistens nicht. Also der Dom ja wird ja auch alt vorher. Der hieß dann der Aale Dom oder der Karolingische Dom oder der Hildebold. Das ist schön Kölsch, ne? Hildebold kann man direkt hören. Und warum hätten wir den nicht behalten? Das wollen wir euch auch erzählen. Ja, dann tun das direkt. Ja, der Reinhold von Dassel hat ja die heilige drei Könige in Mailand geklaut, ne? Mitgebracht nach Köln. Ja, die haben sie dem geschenkt. Ach ja, die haben sie dem freiwillig gezwungenermaßen geschenkt, wie der Kaiser, der Mailand eingenommen hat. Das ist eine lange Geschichte, das ist eine Verzähl für sich, das führt zu weit. Also jammer jetzt wieder 1248 die hatten der Meister Gerard engagiert, die Kölsche, weil sie wussten, der hat viel Erfahrung in Frankreich gesammelt, da haben sie halt so neue, ja, wie sagt man, neue Art von Bauwerke gebaut. Später hat man dann Gotik dafür sagen. Und da wussten sie, der hat viel erfahren, Amiens und wo sie dann die Doms gebaut haben. Und dann hat der Meister Gerard einen Domplan aufgestellt, einmalig für damalige Zeit. 1248 hatte dann so wie eine 3 Meter lange, wieso 3 Meter, so Papier wird ja nicht, ne. Er war ein Kohug oder ein Ziegenhaut, da wurde früher drauf geschrieben, da hatte sie einen Dombauplan gemalt und der geht es heute noch. Das ist auch wieder eine Verzähl für sich, Marion Wigger.
Ja, jetzt sind wir bei der Sache, ne, was da passiert ist. Du hast es eben gesagt, das war erst mysteriös. Und wenn man nicht genau weiß, was passiert ist, dann wird ja viel darüber erzählt. Und das haben die Kölsche auch gemacht, der berühmte Dombausage. Und das war, weil der Dom ja so groß geworden ist und so schön war. Und es hofft ja als ganz viele Kirche, dass man vom Heilige Köln gesprochen hat. Und man das erzählen, der Düvel war absolut nicht einverstanden, dass so eine schöne Kirche gebaut wird. Und da ist der Düvel ob der Dombaumeister Gerhard angekommen und hat ihm ein Wett für geschlagen. Ja, dann hätte für geschlagen, ein Wett für geschlagen, die übrigens einseitig war, komme ich am Schluss noch drauf. Ich kann Ita von der Eifel nach dem Kölner Dom eine Berg bauen, wo ein Ende Tropfen hat, aber dass du den Dom fertig hast. Der hat nämlich gesehen, wie flück der Meister Gerhard mit dem neuen Dom vorankommt. Er hätte an der Ostseite, also wo der Chor ist, angefangen. Und da hat der Meister Gerhard noch gelacht und sagt, lebe jung, du einen Bach von der Eifel nach hier gebaut hast, habe ich mir Dom fertig. Und der Düvel, gerissen wie er war, ja, was wette ma, der Drecksack. Und er hat dann, der Meister Gerhard gesagt, ja, ich hätte ja mein Ziel wette, dass du das nicht schaffst, eine Bach von der Eifel nach hier. Der musste ja unter der Erde bauen, da hilft die ins dran. Gut, die wird hielt. Und was hat der Düvel, als ihr werdet, wenn er verlieren, der hat nichts. Und das war unfair. Ja, der hat ja auch ja kein Ziel, der Düvel. Oder hat eine Düvel ein Ziel, das weiß ich nicht. Also wenn, dann hätte ein Düvelsziel. Die könnt ihr euch verwetten. Also das stimmt, das ist irgendwie nicht passend. Er wird jetzt so ja erzählt, wo sie sagen, dass die Frau, dem Meister Gerhard sing Frau und so, ja, die Pens waren auch in der Wett drin. Manche sagen nur der Meister Gerhard selbst, andere sagen so, ja, der Ziel von der Pens, von der ganzen Bayasch und von seiner Frau hätte er verwett. Ist komisch, ne? Ja, das ist arg komisch, das glaube ich doch nicht. Das ist einer von den mehreren Visionen, wie sagt man dafür? Variationen. Was war das? Variationen, ja. Da kannst du es jetzt hin. Ja, jede verschiedene Variationen drüber. Aber mal lassen das mit den Kindern und Bands wirklich aus. Das ist unlogisch. Der Meister Gerhard war ein Mann, der nur kein anderer Glück da mit der Renndreck gedeiht. Am wenigsten sind eine Familie. Ne, aber die Bands kommen wir vielleicht am Schluss noch zu sprechen. Jedenfalls, der Düvel hielt sich dran und hat dann unter der Erde gegraben und der sich wundert, das Wasser det nicht fließen. Ich denke, verdammt nochmal, der Gerhard gewinnt sich Wett. Aber der Gerhard ist so schlau, schon noch uns beide, als Arzt oder so. Und dann ging er tatsächlich. Oh Mann, der ging doch nicht bei dem, der ging bei der Jude, bei dem Singer Frau. Ja. Und die Frau, die hätte ja nicht gekannt, die hätte ja nicht gemerkt, dass das der Düvel war. Hätte sich als Arzt verkleidet. Also wir sprechen jetzt nicht über die Ärzte, ne? Also jedenfalls war der Düvel in Arztgestalt und hätte verzahlt, er könnte ihm vielleicht helfen, wenn es dem so schlecht ging, weil er so im Stress war, oft er dann in der Nacht auch jetzt erzählt hat. Und sie drauf, ja, das war ganz komisch, der hätte so durch den Nähen sprechen und da hätte der Arzt, also der Düvelsarzt, hätte gesagt, sie sollte uns ja zuhören. Ja, der spricht vom Düvel und dass der irgendwie von einem Wasser und dass er überhaupt nicht laufen könnte, weil so Wasser Luftlöcher braucht und alle Viertel wenige Stunden Luftloch braucht, damit das Wasser fließen kann. Und der Düvel in Form vom Arzt sagt, ach, danke schön, Ihre Mann geht sich schon wieder gut. Und geht fort und lacht sich kaputt, dass er jetzt weiß, warum das Wasser nicht läuft. Boah, war das eine fiese Mümmes. Ja, der Düvel ist noch so eine fiese Mümmes. Und das Eng vom Lied, der hat tatsächlich die Löcher gemacht und robe die Dub, wo kommt das Wasser an zu fließen, bis in der Domerin. Man hätte das ja auch gefunden, dass in einem Wasserlauf im Dom bei der Ausgrabungen in den Taufbecken geflossen sind. Und da ist wohl auch die Sage her. Und als der Dombaumeister eine Stunde um Gerüst gesehen hat, dass da
der Bach zu fließen kam, wo so hat sein Wett verloren und jetzt gut das Mysteriöse. Hätte sich selbst vom Domgerüst geworfen, auf ist sie getrocknet geworden, man weiß es nicht. Jedenfalls er flücht vom Gerüst runter und da gibt es wieder verschiedene Versionen, heißt es, ne? Die eine sagt, der Teufel hat sein Ziel gepackt und die andere sagt, ne, und die ist mir viel lieber. Ne Engel kam geflogen, hat der Meister Gerhard, hat ja nichts Böses getan, hat ihn abgefangen und sein Ziel in der Himmel getrocknet und der Teufel ging betröppelt wieder in sein Hölle oder wo immer er lebt. Und der Engel hat ihn dann direkt an der Dom getragen, boven dran, dat man der Hüg nach Süd. Ist das auch der Verzell? Du meinst jetzt der Wasserspeier, ne? Verzellen Sie, ich weiß ja nicht, der Wasserspeier, der ist doch irgendwo ob der Nordsee oder wo ist der angebaut? Im Chor oder? Ja, im Chor, ungefähr da, wo auch der Hennes ist, also wo die Dombauhütte ist. Also Moment, was ist mit dem Hennes? Ist das auch eine Wasserspeier? Das ist auch eine Wasserspeier. Ja. Stell dir das vor, der Hennes. Ja, Hat ihm jetzt auch sollte nichts man- gebracht. Ja, ich sollte mir dann Lüge erzählen, was eine Wasserspeier ist, für die, die es noch nicht wissen. Wasserspeier wurden früher als Ersatz gebaut, damit das Wasser nicht die Wänge raufläuft, die Außenwänge, weil die der Stein verletzen hätte. Und dann wurde dann so einen halben Meter raus, dass das Wasser ablaufen hätte. Höchst sind von deiner Wasserspeier, also das war praktisch eine Figur, meistens waren das Fratze oder irgend so jet, wo die inne hohl war, wo das Wasser dann vom Dach runter nach außen laufen hat. Höchst ist das alles verrohrt und ich glaube, es sind noch 2 oder 3 Wasserspeier, die wirklich als Wasserspeier im Dom tätig sind. Alle anderen sind durchgeladen. Und das waren dann Fratze für die andere Düvelscher aufzuschrecken, oder Genau so. jetzt. das war es. Und die waren damals noch nicht fertig, sonst würde der Düvel vielleicht ja nicht gekommen, ne? Jetzt erzähl mir doch uns, der Wasserspeier, was für eine Figur ist es und wo fing ich der am Dom? Also wenn du über der Roncalli-Platz küsst, Ja. gehst ob das Museum an, ob dem Publicius sie Denkmal, ungefähr da, von der Eck, wenn du das verlängere, der ist vielleicht noch ein paar Schritte schon nach vorne und los, dann links nach oben, also an der Chor Yang. Da Ja. kannst der sehen und du kannst der erkennen, weil der den Mul ganz weg obriest. Das ist wahrscheinlich genau der Moment, wo der Raff gefallen ist. Ich meine, wenn man von so einem Gerüst fällt, det man wahrscheinlich ja schreien, ne? Und das ist genau das, was sie da in das Bild gebracht haben. Ja, das ist dann wirklich ein schönes Denkmal an der Meister Gerhard, der 1271 gestorben ist. Da geht doch noch mehr. Also da bist du der erste Mann, der man da noch fragen kann. Da geht doch das Theaterstück, wo du mitgespielt hast und auch der Dombaumeister gewesen bist. Ja, das war 1959, stell dafür, so alt bin ich halt. Da habe ich der Dombaumeister gespielt, der Jakob Werner hätte ein wunderbares Kölsch gefasst. Als Beispiel, er hätte das in einem Versmaß, aber nicht in Reimform gebracht. Das Stück fängt an, da 2 Geselle, Steinmetzgeselle, die sich verändern wollen und ob der Meister Gerhard warte. Und der eine Geselle sagt für der andere, Simon, der Meister nur abzusagen, Hölp und Hand, der wede sur Gesicht uns wiese, Meister Gerhard. Drop der andere Gesell, mich trevet auch aus in der Welt zu wahren und zu wenden, zu schaffen, so Wunderwerk. Und so geht das wieder, das Versmaß und das Kölsch von dem Jakob Werner, einfach herrlich. Mir spreche ja Kölsch, aber es fällt mir auch bei dem Verzell als schwer, das anzuhören. Es ist natürlich viel leichter, wenn das auf Hudisch ist, weil man viel mehr Leute kriegt, die sich dann dafür interessieren. Also ich kann mich darauf besinnen, wie dem Frank Schätzing Sibore rausgekommen ist, 1995. Das war ja auch auf Hudisch. Ja, Das han ich Tod und Teufel ist Genau, das, ne? da habe ich in einem Rutsch gelesen.
Ich weiß es noch die ganze Nacht, bis nachts 4 Uhr. Ja, war und spannend. morgens Ja. um 7 Uhr morgens wieder raus, aber ich wollte wissen, wie es ausgegangen ist. Also das sind nur 4 Tage. Da schrieb der von irgendwie 4 Tage im September 1260. Und da will man dann wissen, wie es ausgeht und ob die Art und Weise ist das dann auch bekannt geworden. Die hat ja nicht mehr so viel Leute, die der Verzell kennen, aber durch den Schätzing Debütroman ist das dann noch uns bei der Kölsche angekommen. Es schadet, jede Tag nicht mehr, aber 2005 haben sie es noch uns abgeladen. Ja, wir hatten mal schon erzählt, wann der Dom dann wirklich einmal fertig geworden ist. 1880 hatte man das schon erwähnt. Ja und nee, also da haben sie es gefeiert in der evangelischen Kirche Trinitatis, aber das ist eine andere Verzell, da müssen wir uns eine Podcast von machen. Aber man sieht ja, wann der Dom fertig ist, ist die Welt am Eng. Und man sieht ja auch jetzt das Gerüster, also der Dom ist nie fertig. Das Letzte, was ich auch mitkriege, in meiner Pute, wird ja noch die Domplomb. Ja, ich kann mich erinnern. 1943, ich war 13 Jahre, da war Lauffeuer, ging das rund, der Dom ist getroffen. Im Norddom, eine Luftminerin. Es bestand die Gefahr, dass der Norddom, also wenn man dafür steht, der linke Turm, einstürzen wird. Und da hat die Nazi-Regierung, sie waren die Denkmalschützer, ja, dazwischen, die haben veranlasst, dass in der schweren Zeit, mitten im Krieg, Ziegelsteine, die sonst für Wohnhäuser, die kaputt waren, gebraucht wurden, die wurden abgezweigt und direkt am Dom gebracht und eine Firma hat die dann mit, ja, man muss es sagen, mit Zwangsarbeiter, die Rechnung besteht übrigens heute noch, die Firma geschrieben hat, für die Plomb zu bauen. Mit Ziegelstein, der Norddom geschützt, dass er nicht entfiel. Und der Professor Wolf, Gott sei Dank, der ganz tüchtige Mann, der hat veranlasst, dass die Plomb nicht rausgenommen, wie sonst die andere, die vom Dombau, das sind ja massive Steine. Nur hier die Domplomb, die hat nur half. Also die Ziegelsteine hätten wir gelassen und dafür dann original die Natursteine dafür gebaut. Und die Leute, die dann sagen, das muss man als Kriegsdenkmal lassen, die liegen verkehrt. Die sollen nach St. Albanien, wo die Hallenkirche zerstört ist, neben St. Alban, Alt St. Alban, neben dem Jurzenich, da kann man die trauernden Eltern von der Käthe Kollwitz hin. Zweite, aber das ist jetzt nichts mehr mit dem Dom zu tun. Wir haben jedenfalls 10 Jahre festgestellt, dass das ganze Ding fertig geworden ist. Ich muss der Denkmalschutz abgehoben werden. Und dann war der Weltjahrentag 2005 in Köln. Und da war er dann pünktlich fertig. Ja. Jetzt wird es aber zick für unsere Sprachkurse, aber jetzt müssen wir wieder Dinge in Youngston hören. Ja, der dritte, aufgepasst. Jetzt wird Kölsch gelehrt. Der Engels Tommy hat ja auch so eine Sprachkurs gemacht und da war ein Satz, der jetzt so richtig gut passe. Da sagte der Dom, ich könnt grieche. Und da meine ich, könnte man Hückjet machen, wo die Leute es verkehrt verstehen. Die ein bisschen Kölsch können, da möchte man ein bisschen helfen. Ja, ich möchte das jetzt noch wieder ausführen. Ich könnt grieche für Freude und Glück, dass der Dom fertig ist. Ich könnt grieche, wenn ich nicht als Träne in der Augen hätte. So gemüt hat evans der Kölsche auch, nicht nur mit Schengen und so wieder. Aber das war nicht das Thema jetzt. Nee, die Menschen, die das nicht so richtig wissen, die denken, wieso der kreischen ob Hochdeutsch. Da muss man ja lernen, wie ein Vokabel, das Grieche bedeutet weinen. Ja. Ne, das muss man sagen. So ist das mit der Letscher passiert. Ich schläf in der Dacherin.
Ne, ich bin ein Räuber in dem Lied. Da haben doch Lück wahrhaftig verstanden, ich lebe in der Dachrinne. Ja, ich lebe in der Dachrinne. Ich lebe in den Tag rein. Ich lebe in der Dachrinne. Ja, so jedet. Oder man soll das nicht löwen. Das Liedchen von Meyers Ketsche ist klar. Ketsche ist Katharina, Katrin oder was, ne? Da haben sie verstanden, das wäre Kätzchen. Eine Katze. Ja, das. Nicht ein Kätzchen, was man um den Hals hängt. Nee, ein Katz. Ein Katz. Das ist natürlich nur für Leute, die arschweg emigriert sind, die das für ever. Wir haben ja jetzt die Höhner haben da auch ein Lied, ne? Wo das irgendwie für uns wieder kann, wenn man es nicht versteht. Der Sultan hat durch. Der Sultan hat Durst. Und wie verstanden dann manche nicht, Kölner? Ja, der Sultan hat geduscht. Oder der Sultan, der duscht oder so jetzt. Das ist komisch. Aber manchmal muss man das auch wirklich wie Vokabeln lernen. Also ich habe auch das manchmal gedacht, Blackfüß bedeutet schwarze Füße. Ja, ne? sicher. Anglizismen sind ja am Vogue. Und man sieht ja, man könnte sagen Blackie Füß, das ist als Name für ein Band nicht so gut, aber dann wüsste man genau blackisch oder nackelig oder Pudelrü. Ja, ne? oder Füß ohne Strumpf, ohne Söck. Kannst du verklären, was das Pudelrü bedeutet? Ich kann es nur vermuten. Ein Pudel, das war ja eine Modehung. Schrecklich. Aber das ist so. Der wurde geschoren. Das heißt also, für der Oberkörper wurde ringsherum geschoren. Da kommen nackte Felle raus. Die Füße, die Beinchen wurden geschoren. Und man hat ihm dann so eine Fellverband um die Füße gelassen. Der Kopf wurde geschoren. Und das heißt also, gucken Sie da, und wenn er nicht geschoren wurde, dann war er nicht Pudelrü. Ja, und da so gut, dass man, wenn einer nackelig ist, dass man sagt, der ist Pudelrü. Ja, man möchte noch verklären, was es mit dem Simulieren auf sich hat. Was man normal simulieren hört, ist ja irgendetwas vormachen, was ja nicht so ist. Aber auf Kölsch ist das jetzt anders. Ne, dann fängt man an, nachzudenken. Jedes Jahr der dumme Spruch, ich war so am Simulieren und unverhofft komme ich an das Denken. Das Unverhofft möchtest auch noch verklären. Unverhofft. Ja, das heißt also ganz plötzlich oder wie? Unverhofft ähnlich, ne? Unverhofft, ja, kann man so sagen. Aber ich denke, das ist verständlich. Ich meine, das wäre ja der Abschluss, wenn man an das denken könnte. Das ist ja ein Aufgabe für die ganze Woche. Man könnte noch der halbe Hahn erwähnen, aber das ist ja nicht, weil das Wort nicht stimmt. Da muss man einfach wissen, was das ist. Wir machen nur irgendwann noch uns extra jetzt über die Kölsche Vorderkarte. Ja, denn der halbe Hahn, das ist eine lange Verzell, wie das zustande gekommen ist. Dort machen wir euch dann das nächste Mal neugierig. Und jetzt müsst wieder Dinge Jingle machen, ne? Am Schluss. Das war es wieder mit unserem Kölsche Podcast. Nächste Woche jedes wieder. Tschö. Tschö.